Welcome to Grand The Witcher Card Game und damit ein herzliches Willkommen zu, ja, wie es schon steht da, Grand The Witcher Card Game, die Closed Beta, die ich endlich auch mitzocken darf, und in diesem Sinne auch noch ein herzliches Dankeschön an die Entwickler und natürlich auch alle anderen Leute, die damit zu tun haben, dass ich da halt die Closed Beta zocken und natürlich auch hier so auf YouTube und so weiter auch noch präsentieren darf. Ja, Gwent im Deutschen natürlich gewinnt, man kennt das Spiel ja natürlich aus The Witcher 3, und auch wenn ich mich da damals bei The Witcher 3 anfangs nicht so super angestellt habe, bin dann doch zum Schluss noch ein großer Fan geworden und bin deswegen ja auch sehr gespannt, was man jetzt da aus dem eigenständigen Spiel bereits so gemacht hat, wa? Ja, dann mal gucken, was da so alles steht. Many thanks for helping us team the test. This is a working process. Into glitches, please report. We will try to help as best we can. Wir finden dort Informationen. Sie danken uns bereits mal, dass wir das Spiel testen. Ja, spielen natürlich testen. Das eben noch halt in einer Arbeitsphase ist. Ab und zu noch ein paar, sind noch nicht alle Moden und, alle Modis, Mehrzahl war, alle Modis und alle Features, ja, Funktionen verfügbar. Und falls wir Bugs entdecken, diese bitte dann melden. Also, we might you to join the Grand Feedback, ja, gewöhnlich halt, Social Media, quasi, den Kontakt aufnehmen, falls man da irgendwie, ja. Sie laden mich ein, der Grand Community beizutreten, aber ist egal. Thank you for joining the CrossFit, Witcher Game, Love Grand Team. So, soweit so gut. Und ich hoffe, du hast Spaß daran, das The Witcher Card Game zu zocken. Hoffentlich auch. Und los geht's. Grand, The Witcher Card Game. Ja, wenn man sagen, rein war. Ja, das Spiel ist halt wirklich noch komplett auf Englisch. Ich denke jetzt mal, mein Englischkünste, die sind natürlich nicht so hervorragend, aber ich denke mal, von Anfang jetzt reichen. Welcome to Grand, this will help you get started and you'll get some free cards. Oh, vielen Dank, gratis kannst du noch immer gut. Once you complete it, if you're in a hurry, you can skip it by pressing it and return to it later from the main menu. Wie gesagt, wir kennen ja Gwent, ich muss aufpassen, Gwent und Gwent, Deutsch und Englisch. Ne, wir kennen Gwent ja von The Witcher 3 und ich gehe jetzt trotzdem mal das Tutorial noch durch, weil je nachdem man es vielleicht ein bisschen was geändert und lieber jetzt das mitnehmen, anstatt nachher dafür zu büßen. And looking model. The goal is to win 2 rounds against your opponent. Ja, das gleiche. 2 Runden von 3 gewinnen. This crown show your progress towards victory. The top crown is your opponent's, the bottom is yours. You get half a crown each time you win a round. Get both. Okay, ja, der Darstellung ist ein bisschen anders. Okay, trotzdem. Wir müssen auf 2 gewinnen. 2 Spiele von 3. Haben wir das Match Intus. Diese Total of your army. Gets half. Was? Whoever has more total strength at the end. Aha, ja, das kennen wir auch. Also total strength of the army. Ein bisschen seltsam jetzt erwähnt hier, vielleicht ist das die falsche Übersetzung noch in The Witcher 3 gewesen. Aber wir kennen es dort noch, wenn wir halt am Schluss in der Runde mehr Punkte angesammelt haben, sprich mehr Punkte auf dem Feld haben, hat halt derjenige gewonnen. Ja, das ist halt in diesem Sinne das Gleiche. As you can see, some cards have already been placed on this battlefield. These, ja. Ja, animiert sogar, cool. These are units. Placing them on the battlefield increases your total strength. Each player can only play 1 card per turn. Once this is done, ja, teilweise die Aussprechen, ne? Wenn es this oder dies heißt. Once this is done, it's the other player's turn. Your opponent will play first in this match. Man merkt schon, ich bin nicht so der Hirsch im Englisch. Aber zumindest meist verstehe ich. Naja, es cool animiert ist. Each unit has an assigned position. Determine which rounds it can play on. For example, the fight can only be played on the melee row. Ja, man sieht meist auf der Karte, wo das jeweilige Vieh
das heißt 6 mal Vieh war, ausgespielt werden kann. The Rain Warrior card can only be placed on the Ranged Row. And the Griffin card can only be placed on the... Toll, wie spreche ich jetzt das aus? Und das Siegel... Nein, und das Siege Row... Muss irgendwie Englisch klingen, war? Keine Ahnung. You can tell which row a card can be played on by looking at the icons on the left side of the card. Dann natürlich sehr gut. Oder bereits Geralt... Okay, Stärke ein bisschen angepasst, war. Weil der Witcher 3 hat Geralt eine Stärke von 15. So, Man sieht zwar gewisse Kanzen animiert, okay. Geralt, ey. Play the Geralt card now. Do so, highlight it and double press oder use. Ich glaube, nehmen wir die Maus, wa? Ah, Drag and Drop. Was? Damn it. Wer einfach voll Bock drauf hat, da mitzuspielen. You have played Geralt is total. This means your total strength is now higher than your opponents. Ja, das. Wie aus The Witcher 3. Oh. Wir sind eigentlich radiert. Achso, nee, die sind normale Rain Warrior. Gibt ja solche Karten, die unterschieden sich gegenseitig, wa? So. Gewisse Karten sind animiert, wa? Das vielleicht die sogenannten Heldenkarten noch? Gab's auch in The Witcher 3. Bäm! Sind noch schnell, wa? Ich finde das so krass, ey. Ja, so Leute, nicht da mich vielleicht ein bisschen zu sehr... Das ist gerade was anderes Interessantes, aber egal. Du bleibst da gerade ein bisschen zu sehr auf die Effekte so fasziniert bin, aber... Ey, es sieht einfach alles so geil aus. Krass. So. Opening. Das. No ability. Remove 2 String from open non-gold unit. Das ist nur Gold, wa? Das ist Bronze. Griffin von Gryffindor, nö. Ritter von Redanien. Dann Banner Light Cavalry. No ability. Best give up now. Der 3 Stück war. Ja. Wir haben gewonnen. Alert! To arms! Passed. My turn. You've won the round. Yeah, victory is mine. Congrats, your total strength is higher than your opponent's, meaning you've won your first battle. Thank you very much. Und jetzt? Close? Close. Ach, oh. So. Redraw Cards. Was? Is this game you learn about advanced cards and round dynamics? Ach du Scheibenkleister. Gut, die kennen wir auch noch. Kommen aus Horn, kennen wir auch die Fähigkeit First Light. Spawn Ender, Clear Skies oder Rally Effect. Oh. Ja, das wird im Englischen noch richtig lustig werden. Ich hoffe, das Endspiel ist auf Deutsch. Weil, ja, wobei, je nachdem könnte es vielleicht auf Englisch, wenn ich es zocke, ein bisschen unterhaltsamer sein. Im Sinne von peinlicher. Ballistik hatten wir auch schon. Ja. Das sind die ganzen Effekte, die es hier gibt, wa? Special. Rally Effect. Was ist ein Rally Effect? Special Fleeting? Special Fleeting? Special. Ja, Fleeting sind halt die auf der Seite, wa? Schätze ich jetzt mal. Ja, wir sehen sie gleich. All battles start with a... Mit was? Mulligan. Ich dachte, die nicht-magische Gemeinschaft heißt Muggles. During this phase, you can swap up to 3 cards you don't want into your hand. Ach so, ja. Kennen wir auch, ja. Also im Sinne von, dass du halt zu Beginn weg ein paar Karten aussortieren kannst, sind ausgetauscht in dem Deck. Nee, will. Ah doch, er sagt, ich soll es so machen, okay. Wernenrosch, ja Mann, ist das eine Goldkarte? Sieht's aus, wa? Über 5 Strength von Opposite Unit, Alter! Können wir das auch bei Geralt anwenden? Wir werden es herausfinden. A good strategy is to open the round by playing a strong card. This way your opponent will have to play hard strength cards to match your total. Play the Geralt card now. Ja, ist die eine Variante, wa? Quasi eine starke...
Entschuldigung, eine Karte. Ja, Portals. ist gut, Gerald, ist gut. Ja, im Prinzip, auf das kann ja, aber was? That masters more cards on the battlefield. This means all copies of this card in your opponent's deck will instantly appear on the battlefield. No! That can't be! Leider doch. Ja, Monsterherden. Zack, boom. Ich wollte so haben, wa? Kann ich irgendwie drauf? Komm schon, ihr will. Hier wäre ein Roche toll, 5 Stärke. Was bringt mir das? Die haben eh nur 2 jeweils. Das ist unnötig. Temerian. Toll, klar, mal 2 Punkte statt 5. Natürlich ein ganz geiler Zug von mir. Okay, der ist neu. If you reduce a unit strength to 0, it is destroyed. Sending to the... Ah, ist ja eigentlich Zero oder heißt Null? Nil. Ja, 0 wird im Englischen immer unterschiedlich ausgesprochen. Und 10 ist halt Love. Und du sagst, ja, unit strength to 0 to Nil war. Ich glaube, es war to Nil. It is destroyed, sending to the graveyard. Alter, spielt einfach die wilde Jagd. Immune to Frost, play all what... Was haben die für krasse Effekte bekommen? No ability. Wild Hunt, Rider. Play many cards in any order. Aha, da war selber mal zocken, dankeschön. So. Und aber Non-Gold Unit, okay, das sind halt die goldenen hier, wa? Man sieht's direkt. Geralt zwar weniger, aber indirekt, wa? Ist Geralt aber eine Goldkarte? Doch, muss Gold sein, wa? Ich gucke ihn mal. Ja. Ihr seht jetzt rechts steht der Van Roche Blue Stripes. Und da ein bisschen links davon sieht man, dass also der schwarze Text hat so einen. Links hat es einen goldenen Rand. Ist das vielleicht die Kennzeichen einer Goldkarte? Weil Geralt hat das ja nicht. Weil sie einfach eine Helden kann, das ist eine Goldkarte. Könnte ja sein. Dann keine Fähigkeiten, ja noch keine. Ja. Special Cards scored. Das soll das Strong Unit on the battlefield. Nein, Geralt! Nein! Ah, puh. Wusste geht nicht. As you can see, Scorch did not affect Geralt or Van Roche because those are gold cards. Gold cards immune to most cards' abilities. You can recognize them by their gold borders. Gut, meine Frage wird damit beantwortet. Es geht nicht um den Rahmen, der beim Text steht, sondern um den grundsätzlichen Rahmen bei der Figur, bei der Karte selbst. This will be a good time to pass. Your opponent will need to play many cards to elevate your lead. If that happens, you will have a card advance and will be positioned to win the remaining rounds. Ja, eben geht es darum, dass ich, wenn ich Hits skippe, habe ich im Prinzip einen Vorteil, weil ich muss viele Karten einsetzen. Auch wenn ich die Runde noch gewinnen möchte, muss ich 2, 3 Karten einsetzen, dann hätte ich nachher einen Vorteil anhand dessen und ziemlich sicher in den nächsten 2 Runden würde dann ich gewinnen. Remember, losing round does not mean you've lost the battle. You only need to win 2 of the 3 rounds. Oh yes. Pass by highlighting the coin and clicking the coin. Ah, so geht's, okay. Resistance is futile. Was sind das für Karten hier? Death comes for you. Ich hab verloren, scheiße. We now start another round. Your opponent won their previous round, so they start. At the start of the second round, both players draw 2 cards from their deck. Was, beide? Few cards left, I have many. Hey, wieso beide? Das war bei der Witcher 3 anders, weil dort hatte jeweils, also kann ziehen konnte es eigentlich gar nie. Aus durch Fähigkeiten halt. Natürlich, wenn du Temerian, also durch ein Königreich hattest und eine Runde gewonnen hast, dann, also quasi durch die Fähigkeit des Leaders. Mann, wie ist es schon wieder da bei The Witcher 3? Ah. Ja, bei Nördlichen Königreich war es ja König Foltest, bei Monsterhorn war es, glaube ich, sogar Dingsbums persönlich Eredin, in diesem Sinne. Ja. Also No Ability,
Lange nicht mehr gesehen, wa? Interesting. Ja, Sheila finde ich auch. Aua! Geht noch schnell hier, wa? Red Onion! Your turn. Und also müssen aufpassen, Leute. Ich würde eigentlich gerne echt bis zum Schluss aufbewahren, damit ich ihn jetzt quasi ein bisschen provoziere. Im Prinzip, also im Sinne von, ich immer ein bisschen überholen. Da muss er eine Stärkkarte spielen und so weiter und so fort. Wait, just part of it. Remember you must have some card to play in the last round. Pass now to win the round. You won the round. Yes. Start the final round. One card from your deck. Die Video openen. Ja, letzte Runde halt. Noch eine Karte ziehen, okay. Das ist ein bisschen seltsam jetzt, aber okay. Man gewöhnt sich schon daran. Spawn an exact copy of this unit on the same row. Das könnte mir noch am Schluss helfen. Final. Alert! To arms! Bäh. Was? Aber warum ja noch 4 Karten? Wieso passt der zu mir? Opponent's Graveyard. Graveyard. Ich komme etwa wie bei Yu-Gi-Oh! Wieder. Ist das krass? Oh. Ich brauchte gerade irgendwie. Egal. You won the round! Victory is our! Gira, Legendary Monster Slayer. Was auch sonst, ja? Der legendäre Monster schlechter. Raging Berserker. Wer kommt jetzt? Crush those vermin! Ich hätte ihn, er will gegen uns fighten, nein! Start the game. No ability, der muss weg. Yes, Geralt, the Witcher. Spawn exact copy of the unit on the same row. Kann nicht schaden. Okay, das ist natürlich auch gut. Ja, dann war einfach 6 auf dem Feld, wa? Noch irgendwas Geileres? Warte mal, ich schieb mal den wieder weg. Oh. Toll, man sieht es auch immer sehr schön. To use leaders. Nein! Nein, jetzt kommt die scheiß Leader wieder. Geralt gegen Eredin. Die Schlacht beginnt. In this game you'll learn how to use leaders, but let's start by playing a unit. Gut, hier. Best give up now! Any last words? Alter, die Sprachausgabe ist so geil. Your opponent has used his leader. Leaders can only be used once per game. Use a leader ends your turn, just like playing a card. Okay. Naja, das kennen wir im Prinzip. Wir wundern doch ein bisschen von dem Effekt. Play Eredin. Okay. Immune to Frost. Das ist doch scheiße. Aber es ist keine Goldkarte, wie es aussieht, wa? Lahm. Foltest. König Foltest, den Witcher 3 ja nie kennengelernt. Ich muss dringend mal Witcher 1, Witcher 2 Let's Playen. Choose a bronze unit on your side of the battlefield. Spawn an exact copy on the same row. Wow. Wenn das war. Okay. Aber gerade, das ist ja auch Bronze. Ja, die ist Silber, da ist Bronze. Aber gerade wenn ich jetzt den ausspiele, kommt sein eigener Effekt zum Zug. Wenn ich dann noch Foltest spiele, nochmal seinen Klone, kommt sein Effekt nochmal zum Zug. Dann treffe 4 auf dem Feld nachher. Ja, vermutlich nicht, aber wäre trotzdem geil. Ach, Ehre. Was? Mann, ich will nicht die Usability einsetzen. Oh, leck mich doch. Onward! Attack! Is about to play a weather card. Sicher Frost, weil er natürlich selber einfach betroffen wird. War ja klar. Er ist ja betroffen.
Das ist scheiße. Ah. Das erste Licht möge erscheinen. Was? And choose between different effects. Choose the clear skies effect by pressing. Play random bros. Aha, das ist es. Die haben mehrere Effekte. Das ist mal interessant. Yes. Yes, Mann. So. Frosty, was bist du? Frosty der Schneemann? Ah, gepasst. Passed. You won the round. Ja, Mann. So, gibt es 2 Karten. Wir ja auch. Good luck and was? Ja. Now you know the basics. Ja, wir kennen jetzt die Basisbefehle und so weiter. Continue playing to find out more about the game. The tactics you can set in motion and the foes you will face. With each battle you will gain experience and hone your skills. Use the knowledge to bring your enemies to their knees. Auf die Knie zu bringen. Good luck and have fun! Ja, werden wir natürlich haben. Und nein, ich werde sicher nicht auf Englisch Let's Playen. Also quasi auf Englisch die ganze Quatschen. Garantiert nicht. Wer wurde... Ah, wie viel habe ich überhaupt? Bei ihm funktioniert das gar nicht, aber bei Werner Roche. Redonien! I've no interest in politics. Sehr kein Interesse in Politik. Klar. Blue Stripes Kommando wird den noch boosten. Da wäre natürlich jetzt ganz geil. Long live, etc., etc. Jetzt mal den einkommen. Can't take it anymore. Ach, Eredin. Was bist du nur für ein Eredin? Mal Opposite Non-Gold Union. Ja, guck gerade. Wenn ich jetzt da am ehesten rauskicken soll. Temerian. That's what matters. Temerian. Was denn das? When removed from the battlefield, play a Neckar from your deck. Oh. Das darf ich ihn nicht killen, aber dann vor ich aber die Ballista. Erstmal ihn zu killen und tschüss. Lalala, your turn. Ja. E-Hits. Ne, er hat noch 4 Karten, Freunde. Also die Frage war, das spiele ich jetzt trotzdem weiter? Oder sage ich, nö, mir reicht fürs Erste. Na komm, ich pass mal. Der ist wunderbar sowieso gewonnen. Da haben wir Eredingen, König der wilden Jagd, in die Knie gezwungen. Victory is our again. 2:0. Keine Chance.